Also, da sind wir wieder bei 60 Seconds. Wir schauen, wie geht es weiter. Wir haben mittlerweile schon Tag 36. Signal, ja, haben wir leider nicht können beantworten, mangels Taschenlampe. Futter gibt es Tag 38, ich komme somit noch nichts über. Das lassen wir auch mal bleiben mit der Expedition. So, nach unserer letzten erfolgreichen Mission haben wir das Vertrauen von den Agenten erarbeitet und eine neue Mission bekommen. Wir sollen den Agenten im Einsatz entweder 2 Dosen Suppe oder ein paar Flaschen Wasser überlassen. Die Lieferung wird sich selber kümmern und dafür bekommen wir einen ermunternden Klaps auf den Rücken. Uns versprechen auf eine bessere Zukunft in einem sicheren Regierungsbunker. Also super, haben wir zu wenig Wasser. Aber es sind 4 Flaschen. Das ist jetzt aber schon abgezählt, oder? Ja. Okay, komm, machen wir es. Alles für einen ermunternden Klaps. Tag 37. Oh je, der Dolores geht es gar nicht gut, jetzt ist sie krank und verletzt. Ja, wenn wir die noch retten können, ich weiß es nicht. Tag 37. Ja, wir haben es gnädigerweise bereit erklärt, ihrem Anliegen nachzukommen. Sie haben sich uns bedankt für die Erfüllung von unserer Bürgerpflicht und versprechen uns schon bald mit weiteren Informationen zurückkehren. 4 Wasserflaschen sind weg. Timmy geht es furchtbar. Muss aber noch einen Tag aushalten. Der Dolores geht es ultra beschissen. Ausflug tun wir nicht planen. Ja, wir sind in einer wirklich misslichen Lage. Nur die Vorräte gehen zu Neige und selbst will sich niemand um uns scheren, ja. Wir wissen genau, dass eine von unseren Nachbarinnen einen Bunker hat und die Falltür dort ist kaputt. Und da könnte man eigentlich vorbeigehen und Vorrat finden. Natürlich hat sie es mit ihren Kindern möglicherweise rechtzeitig geschafft, aber wir könnten die Sachen wirklich brauchen. Und die sind stärker. Ja, wenn wir mal bei der Nachbarin vorbeigehen, Vorrat holen. Mit dem überleben wir noch. Nein, komm, mit dem überleben wir noch genug lang. Dolores wird wahrscheinlich eh bald sterben, dann haben wir nur 2. Wie kann da ein Telefon läuten? Mysteriös. Naja, schauen wir mal. Nein, wir sind keine Räuber. Natürlich brauchen wir Vorrat, aber nicht so. Das tun wir den Leuten nicht an. Und man soll ja auch nicht deines Essens Tomatensuppe begehren. Das haben wir schon in der Bibel gelernt. Sofern man in der biblischen Stunde war. Hoffen wir einfach, dass da aussen alle so anständig sind wie unsere Familie. Allen geht es übel und haben Hunger, aber ist okay, heute gibt es nämlich einen grossen Futtertag. Ah, der Dolores. Ja, wir haben nicht erwartet, dass so kurz nach dem Einschlag... Haben wir es nicht schon mal gehabt? Ja, das ist wieder Telefonzelle, das haben wir schon mal gehabt. Timmy, hopp. Das haben wir doch schon mal gehabt. Das ist wieder das von dem Überleben im anderen Dorf.
komisch, dass das jetzt noch kommt. Mysteriös. Anyway, das Futter gibt es nicht, es ist soweit. Wir können uns nicht weiter anschauen. Der Bunker ist einfach nicht gross genug für uns alle. Jemand muss ganz sich Müdland durchschlagen. Wieso? Hätte ich es gesagt nicht, aber ich meine, Dolores ist immer abnippelt. Okay. Tschüss. Dann hebt die Vorrat hoffentlich auch länger. So. Ja, wir sind uns sicher, dass Dolores im Irland super zurechtkommen wird. Ich meine, sie ist ja stark und klug und überhaupt nicht krank und überhaupt nicht verletzt. Tschüss. Ausflug machen wir immer noch nicht. Der Timmy hat immer Spass daran gehabt, wie verrückt durch die Gegend zu laufen und mit dem Velo rumzufahren. Ein kompakter Bunker ist für so einen aktiven Bub ja, nicht so ideal. Er fragt die ganze Zeit, ob er raus darf. Wenn wir sein Leben aufs Spiel setzen und ihn für einen kurzen Spaziergang rausschicken, das würde die verantwortungsvolle Eltern doch machen. Nein, natürlich nicht. Oh, 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 oh. Scheiße, jetzt ist er voll durchgedreht, oder? Verrückt. Oh je. Ich meine, Tomatensuppe auf dem Kopf finde ich noch okay, aber dass es so der Kopf von seinem Teddybär. Skara, was meinst du? Genau. Es klopft. Ja, wir haben Nein gesagt. Was hätte man sonst machen sollen? Es ist einfach zu gefährlich dran. Und an dem ändert dem Timmy seinen Hundeblick nichts. Und nein, am eigenen Fuß rumzukauen ist auch kein Überzeugungsargument. Timmy ist verrückt geworden. Nichts essen, nichts Ausflug. Klopf, klopf. Das Geräusch überrascht uns und verwirrt uns jedes Mal. Es könnte alles bedeuten, gut oder schlecht. Aber wir sind einfach immer neugierig. Wollen wir die Falltür aufmachen? Ja. Ja, da ist langsam die Option ausgehend. Vielleicht ist ja etwas Positives. Scheint es nicht. Oh, doch. Da sind zwei Herren im Anzug und mit Hut. Und das wird ja sicher unsere Regierung sein, die uns rettet. Ende! Wir sind mitten in der Nacht aus unserem Zuhause geholt worden und schnell von den Agenten im Präsidentenbunker genannten Unterschlupf gebracht. Er ist unglaublich. Klar, die Wände haben das ganze Ende grau, aber wir haben fast 2 Quadratmeter mehr Platz zum Rumlatschen, während wir uns zu Tode langweilig. Der zusätzliche Eimer und der Vorrat an Zeitungen sind auch nicht verachtenswert. Insgesamt eindeutige Verbesserung. Das Leben da wird Strapaz sicherlich wert sein. Jetzt können wir endlich mal entspannen und jemand anderes tut unseren Eimer leeren. Juhu, wir haben es geschafft! 42 Tage in unserem Bunker überlebt und da sehen wir noch die History, was alles passiert ist. Und das Ende ist das VIP-Paradies. Der Timmy, ich sehe ihn jetzt gerade nicht, aber ich denke, der wird jetzt auch mit seinem... Juhu! Saubere Sache, der Timmy, und der hat dann überlebt. Der Timmy, ja, okay, ist ein bisschen durchgedreht, aber ich bin sicher, das wird sich wieder legen. Die Hilfe von Familie
ja, Kollateralschaden gibt es halt. Ja, das wäre schon gewesen von dem Spiel. 60 Seconds ist irgendwie, ich finde es eigentlich noch recht witzig und noch ziemlich kurzweilig. Gibt natürlich noch ganz viele andere Ereignisse, die stattfinden, je nachdem was sie für Items haben, gibt es dann auch wieder andere Entwicklungsmöglichkeiten. Ich glaube 9 oder 10 Franken auf Steam ist mir dabei. Ziehen zu ihnen, wenn sie wollen. Ich lasse jetzt mal bei dieser einen Folge und mache dann nachher weiter mit The Long Dark. Das jetzt einfach mal für all die Leute, in Gedanken all die Leute, die heim im Homeoffice sind und sich gegenseitig auf die Nerven haben. So fühlt es sich an wie bei denen hier im Bunker. Ja, in dem Sinn, bleibt gesund, habt eine gute Zeit. Tschüss.